Schlimmeres, wenn wir für die Menschen sein, dann bietet das der Wille. Wenn wir Fluch kleiner Raum riechen, alle ihren Schweiß, die Luft ist ganz zu heiß. Vor der Tür ist Kosterei. Aber Spiele, Tabak, Wetter, ich will jeden Platz sein. Auch nicht ein wichtiger Bestandteil des Zusammenseins. Und egal welcher Kultur, Plätzchen, oder Filter, Kippe, Frieden, Zweifel und Zigarre. Alle Raucher sind vereint, alle Raucher sind zusammen. Rauchen ist nicht krebserregend als und gefährdet die Gesundheit eines Passivrauchers, von einer Passivrauch. Der nicht will, der geht raus. Raus, verpisst euch! Macht die Naschen besser voll! 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 Du ein Rauch, macht die Naschen besser voll! 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 Okay, Applaus. Lass uns einmal alle in die Knie gehen. Einmal hinsetzen. Die Raucher brauchen außer den Leuten. Und ich lasse mich sagen, durch und nicht. Und ich grüße euch noch eine Stelle, gucken ins Gesicht. Ich hab die Vertriebe, ich hab Rauch und Melone. Du hast Rauch und Melone. Du hast Rauch und Melone. Mach die Nacht besser voll. Mach die Nacht besser voll. Mach die Nacht besser voll. Mach die Naschen besser voll! 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 Wenn du ein Raucher bist, wenn du ein Raucher bist, ja! Wir wollten natürlich ein Gastgeschenk mitbringen heute. Wir konnten uns nicht so richtig entscheiden, was ihr in Tübingen braucht, denn ihr habt ja schon alles. Wir haben einen richtig tollen Fluss und diese Stockkähne, die ich heute schon gesehen. Einige Fachwerkhäuser, einen grünen Bürgermeister, der auch bei der AfD sein könnte. Und einige Sachen, die sind ja ganz unglaublich und ihr habt auch halb Berlin schon gekauft. Und wir wussten einfach nicht, was euch noch fehlt und dann haben wir gedacht, wir bringen euch ein Geldgeschenk mit. Und ihr Schwaben seid ja, die sich bei mir rumgesprochen haben, dann eher so drauf, dass ihr von dem Geld auch nicht genug haben könnt. Also bringt ihr euch nicht Geld mit, sondern eine Business-Idee, mit der ihr den restlichen Teil von Berlin auch noch kaufen könnt. Das handelt sich hier, ihr könnt es ja mal mit der Rigastraße versuchen. Das könnte teuer werden, aber macht euch keine Sorgen, das ist sehr viel Geld. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist ein Telefonhörer, ein bisschen Skrupellosigkeit, eine alte senile Nazi-Oma, die erklärt euch nur den Enkeltrick. Es ist lange nichts passiert, sie ist langsam und verwirrt, sie vergisst viele Dinge, doch sie kann ja nichts dafür. Viel Fallkraft versteht, doch sie fühlt sich gesund. Alles noch kein Grund, immer Herz zu gehen. Nein, sie bleibt hier für uns. Was wollte sie gerade sagen? Das Telefon. Wer ist da bitte dran? Nach so vielen Jahren hält sie bei endlich ihren Enkelsohn in ihren Namen. Ich weiß das nicht. Sie ist ja so vergesslich, sie sollte mal zum Arzt gehen, aber heute echt nicht. Ihr Enkelsohn braucht heute dringend ihre Hilfe, weil das hat es ja ansonsten insolvent geben. Die 500 Mark, also die Euro mittlerweile. 2 Währungsumstellungen seit den Hitlerzeiten, da blickt sie nicht mehr durch, warum hilft ihr? Dann kommt nicht wieder, dann gibt sie ihm den Pink zu der Karte. Das ist der Enkeltrick, wir nehmen deiner Oma ihre Rente weg. Sie wird es gar nicht merken, sie ist zu senil, sie kann es nicht verschenken, sie braucht gar nicht viel. Oh, das ist der Enkeltrick, wir nehmen deiner Oma ihre Rente weg. Und aus Bolivien
Seite, kein Festland in Sicht. So treib ich durch ein Meer auf. Ein brauner Ozean, wo selten Boote fahren. Du brauchst Makabel, tanzen die Welt ihren Totentanz. Der Grundgestank vernebelt die Sinne. Das Meer ist noch schon leiser als die ewige Stille. Und verirrt sich ein Kranker und flucht seinen Anker. Ich trage das Deck schrubbeln muss. Den ich mitkriege von der Reise hier genug. Als Begleiter in die Freiheit schwimmen ein Fischer ab. Feuer an ein Steuermann, setzt die Sonnenbrille auf. Ich weiß nicht, wohin das geht, aber voll Kopf voraus. Yeah, wo ich einmal noch bin, ist egal. Jede Reise hat ein Ende, jede Hafen auf der Bahn. Und dann trink ich den Absacker. Und wenn ich sterbe, zerfällt die Zustand. Ich zerfließe zu. Unter den Sackgassen fließt nur schmutziges Abwasser. Es bahnt sich seinen Weg durch Alter und Sekret. Wir bilden uns davon. Wir trinken alle. Wir sind alle nur. Kaltes, klares Abwasser. 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 Kaltes, klares fließt nur schmutziges Abwasser. Es bahnt sich seinen Weg durch Alter und Sekret. Applehaus, was geht? Liebe Freunde, ich werde in letzter Zeit immer wieder auf meine Haare angesprochen. Die Leute sagen, Kolja, du trägst Mütze, was hast du eigentlich für eine Frisur? Zeig uns doch mal deine Frisur. Und ich immer so, ja nee, die Mütze ist doch cool, Snapchat, und so. Wisst ihr was? Es stimmt, ich habe Haarausfall. Es ist mir ca. 2009 mit 23 damals aufgefallen. Ich habe in den Spiegel geguckt, die Geheimratsecken, sie kommen. Ich weiß nicht, ob man es mit den Lichtverhältnissen sieht. Der Kreis von der Haarausfall, der kommt. Und das ist einfach ein Problem, was mich bewegt. Meine Haare. Ich habe jahrelang die Sache auf 0 mm gekürzt, hat man unter der Mütze eh nicht gesehen. Mittlerweile mache ich so oben dann schon mal nur mit Schere, Seiten 3 mm, Bart auch 3 mm. Alle 2 Wochen gehe ich da auf der Bilkallee in Düsseldorf zu so einem Friseur und der macht das eigentlich ganz gut, oder? Trotzdem lieber die Mütze auf. Außerdem habe ich von so einer neuen Technik gehört, Haartransplantation. Es gibt wohl auch Staaten und Länder und Regionen, wo man das halbwegs günstig hinbekommt. Da werden dann irgendwie Schamhaare oben auf dem Kopf eingepflanzt und das funktioniert. Ich habe es selber gesehen. Unter anderem soll es da eine Klinik geben, da gehe ich bald hin. Sie ist auf Ibiza. Deine Haare, immer Thema. Als letzten Endes dann die Welt unterging, musste ich lachen, denn ich hasste immer Endzeitpropheten. Doch dieses eine Mal hatten sie zufällig recht und ein Sturmzug auf und mein Hut flog mir weg. Er war sehr teuer, doch ich konnte nichts tun. Ich fühlte in meinen Taschen nach meinem letzten Konto zu. Und DJ King sie auf Ibiza spielt. Als letzten Endes dann die Welt unterging, fiel mir nichts Besseres mehr ein, als auf dem Gameboy zu spielen. Und als die riesige Flutwelle aus Seifenauge über uns einbrach, hatten wir Angst, dass wir scheiße aussehen. Ich bin 6 Jahre und ich hab von Christian gelernt, dass es egal ist, wenn mein Antun ein Licht einmal fährt. Ich find Banksy scheiße, feierst Quetschicks im Schwein. Die wichtigsten Dinge im Leben sagt man leise. Es ist auch gut, wenn man es tut, und wenn man es tut, Essentielles gibt es eigentlich gar keine Grund. Das hier ist eine Option und wir alle sind dabei, uns zu kaufen und zu verkaufen. Anführlichkeit. Alles ist im Eimer, es wäre schade um die Weiße. Farbe der Halle auf dem Stahl, auf dem Reiz. Wenn der Banksy dann da draußen einen Kinofilm macht, ist doch besser, wenn es gar keiner sieht, was wir machen. Es wird uns so schade darum, wenn dieses Lied irgendwann mal im Radio kommt. Ich möchte nicht, dass Jackie Ray meine Lieder bezieht.
Die meisten von euch wissen es ja, ich lese sehr gerne Donald Duck Hefte. Und bei Donald Duck, da geht es in erster Linie, also das ist jetzt nicht irgend so ein scheiß Comic, ich lese ja auch nur die italienischen und bin irgendwann vor ein paar Jahren in den Club der Donaldisten eingetreten, bin jetzt ein Donaldist geworden. Und also ich möchte euch allen noch mal ans Herz legen, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht in eurem Leben, ihr könnt das meiste, was es an Entscheidungen gibt in eurem Leben, aus den Donald Duck Heften rausziehen. Aber nicht aus den italienischen, Alter, das ist Schundware, das ist Stangenware. Karl Barks. Welche würdest du nehmen? Karl Barks natürlich, in der Übersetzung von Dr. Erika Fuchs. Okay, also Karl Marx, hat halt gut funktioniert. Aber ich habe mir neue Schuhe gekauft. Reeboks. Sehr weiß noch. Das nächste Lied, glaubt mir, auch wenn die Schuhe sauber sind, von denen bin ich ein dreckiges Schwein. Das nächste Lied heißt, ich bin ein Stück Dreck und ich widme es dem ekelhaftesten Mensch, den ich kenne. Mir! Habt ihr Bock mit mir abzustehen? Aber könnt ihr dagegen anstecken? Oh mein Gott! Ich hab schon mal versucht, doch so bin ich wohl nicht. Wie du aus dem 78 Video. Diese Muskeln und der Schuh, das nimmt eine Faszination auf mich auf. Und dann dachte ich, das war ich jetzt. Ich bin richtiger Mann und der Rapper. Und ich kaufte mir das Fitnessprogramm von Kollege. Und mit Armani, Hose und Gaspistole saß ich auf der Parkbank und poste. Nur lauter Langeweile fing ich an, die Tauben zu verwirren. Für mein Lied von Georg Kreisler und rauchte eine Kippe. Rammte dabei ein kleines Loch in meine Gucci-Jacke und steppte mit meinen Schlagen in der Schule. Man sitzt auf dem Stuhl, doch nur eigentlich ein Witz und schaut eigentlich zu den Schulen. Mit Blender im Gebüsch, dann geh ich zum Wechsel und schielte dem Fitnesstrainer beim Duschen auf den Kiebel. Ich werd nie Eisenmann. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Kollege ist der Monster, was ist der King of Rap, aber ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. ihr seid alle so, wir sind leider rein. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Ich hab so oft versucht, aber es hatte keinen Zweck. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Schau mich an, ich bin ein schmutziger Mann. Ich putz mich bei mir und mit der Putz von der Wand. Ich hab so oft versucht, endlich mein Leben zu verändern. Seit mein Therapeut beschützt mich als Igel auf der Ferne. Ich hab versucht, ich wollte mit den Verloren waschen, doch es ging nicht. Ich wurde angegriffen vom Mann und Ratten. Nur nicht hatte ich Besuch von dem Gerichtserzieher. Von einem Sohn wurde freundlich und der Gegner wieder. Denn ich lebe auf einer Welt, wo ich bin ein Bruder mittlerweile wie ein Döner fast. Ich will die Gegend mich praktisch wieder. Ich bin psychisches und physisches Elend aus dem Stoff noch auf Ansätze. Ich bin nicht mit allem Wasser gewaschen. Ich bin Dreck, dann ist Schocken und das kann man nicht machen, außer ab und zu. Denn das Leben ist ein Witz und ich schäme mich für nichts und ich gebe kein Pflicht. Ich hab so oft versucht, aber es hatte keinen Zweck. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Kollege ist der Monster, was ist der King of Rap, aber ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. ihr seid alle da, oh, ich bin einer Mann, Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. ich hab so oft versucht, aber es hatte keinen Zweck. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Alle meine Freunde hatten plötzlich Jobs. Ich saß nur zu Hause und rauchte an den Kopf. Was zu machen, das sie nicht interessiert, nur um Geld zu verdienen, hab ich nie ganz kapiert. Also nahm ich meine Eltern auf die Tasche, hole die mir Geld von meiner Freundin, dass ich Videos verpasste. Dann las ich Ratio und hatte die Erkenntnis, Lohnerei ist ein Ausbeutungsverhältnis. Ich musste die Gesellschaft erwarten von mir, mein Beitrag zum Wechseln und ich muss das torpedieren. Ich war auf Wahnsinn, lebte vom Staat, mein Vorrat an Gras, aber ich Steuer bezahlt. Heute bin ich da und kann doch immer keinen Finger. Körperliche Anstrengung ist mir zu viel, aber die Bühne nicht auf, weil meine Taschen nicht sehen. Dafür mach ich jetzt Geld, ich bin Abfall und Dreck. Ich hab nie was versucht, aber es hatte keinen Zweck. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Kollege ist der Boss, aber es aber schließt die Slips. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Ihr seid alle dumm und ich bin einer Word. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Ich hab so oft versucht, aber es hatte keinen Zweck. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Ich war beim Friseur, meine Haare sind jetzt weg. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Meine Story ist ja gut, ich bin der King of Snap. Ich bin ein Stück Dreck. Oh, Scheiße, ich bin ein Opferpack. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. You are born naked, the rest is drag. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin ein Stück Dreck. Oh. Liebe Freunde, wir
führen euch nun mit in die Tiefen des Meeres, auf den Meeresgrund. Stellt euch einmal kurz vor, ihr seid Algen und völlig willenlos. Es ist gut, eine Alge zu sein. Im Grunde will ich lieber Mario Kart auf dem Super Nintendo spielen, als den Delfinanteil auf meiner Thunfischspitze ist. Die großen Fische werden auch nur von den noch größeren gefressen. Ein Hai in einem Aquarium muss sich mit den Goldfischen stressen und ein 32-Jähriger, der alleine in eine Kneipe geht, muss sich nicht wundern, wenn er dann geil aussieht. Kontraste machen, Leute. Kleider macht der Schweine und ausgebeutete Kinder. Macht mit Sicherheit auch irgendeiner. Wahrscheinlich ausgebeutete Eltern oder der Hai aus dem Aquarium. Allerdings machen die sich gegenseitig durch Rollen entstehen. Wechselwirkung und wechseln sie nicht. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und so dann gehe ich ganz bestimmt auch noch alleine in eine Kneipe. Bis ich selbst scheiße aussieht. Die Rechnung wird nicht ohne den Druck gemacht. Sie sofort überlohnt und gibt die 400 € mehr. Wird gemacht. Ich bin auch nur Goldfisch. Aber wenn ich etwas Geld verdiene, kaufe ich mir mit dem ersten Gehalt ein paar eingelegte Ölsardinen. Schwimme in das Nest der Ölsardinenindustrie. Ölsardinenindustrie. Ich schwimme in das Nest der Ölsardinenindustrie. Wohin? Ölsardinenindustrie. Ich schwimme in das Nest der Ölsardinenindustrie. Eine eigene Ölsardinenindustrie. Ich schwimme in das Nest der Ölsardinenindustrie. Im Grunde will ich lieber Mario Kart auf dem Super Nintendo spielen, als den Delfinanteil auf meiner Thunfischpizza bist. Die großen Fische sind da auch nur groß, weil sie die kleinen mit Bauch haben. Und die Kinderausbeuter nur Kinderausbeuter, weil sie die Kinder gekauft haben. Alle Menschen haben ihre Aufgaben. Im Gegensatz zu Delfinen, die sie nichts nutzen. Warum habe ich eigentlich Mitleid mit ihnen? Manchmal reicht es, große Augen zu haben und schließen können. Um etwas niedlich zu finden. Ich bereue jede Thunfischpizza meines ganzen Lebens. Und jede Stunde, die ich verschwendet habe, um Mario Kart zu spielen. Und jede Minute, die ich völlig grundlos an einem Tresen stand, um meine Schönheit widerspiegeln konnte in den Augen meines Gegners. Manchmal bekomme ich Lust, von einer Klippe zu springen. Und so weit es geht, über die Wellen in den Horizont zu schwimmen, mit der Strömung zu treiben und mit der Strömung zu treiben und mit der Strömung zu treiben und mit der Strömung zu treiben. Aha. Und ich schwimme in das Netz. Guck mal, ein Stück mehr. Ölsardinenindustrie. Ein Stück mehr. Ölsardinenindustrie. Ich schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ich schwimme. Ölsardinenindustrie. Ich schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ich schwimme. Ölsardinenindustrie. Ich schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ölsardinenindustrie. Ich schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ich tue meinen Schnaps. Ölsardinenindustrie. Ich schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ich schwimme. Ölsardinenindustrie. Ich schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. 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 Schrei mal nicht so, du Arschloch! Schüsse! Was kommt jetzt? Au! Bestimmt kommt ein paar alte Lieder! Habt ihr Bock auf alte Lieder? Dieses Lied heißt so ungefähr, als noch für Aschenbecher Album. So, jetzt muss ich mal. Aha! Genau! Der Mensch ist ein kluges Tier, es stammt von Affen auf, aber immer schlauer als der Affe und er fand das Rad. Mit seinen Erschwingungen macht er sich zum Affe, denn er fand sowas wie Badewanne und Nuklearwaffe. Der Wind der Schub die Sprache, aus überlegte Schriftzeichen. Und am Ende dieser Kette schrieb er für die Bildzeitung. Aus seinem UFO-Sekte vorher Till Hitler zu Show. Menschen fliegen in den Weltraum, doch leben hinter dem Mond. Das ist eine Frage ihrer persönlichen Freiheit. Sie sagt für ein Leben in der Steinzeit. Die fallen alle Bücher nicht zu lesen und zu chillen. Die fallen sich persönlich zu verblenden und den Willen nur auf. Was jetzt hier eifrig ein Theaterstück zu inszenieren. Es ist da oben auf dem Berg und besteht aus 4 Burschenschaften. Ich spiele die Quintessenz und Dialekt mit der Aufklärung vor. Ich lese kein Buch, denke nicht nach. Alles ist gut.
enttäuscht, denn der Hartz-IV-Antrag läuft. Trauer, wir sind schuld, dass eure Label fixierte. Antilope Namada, die Musik terrorisieren. Antilope Massaker, Strecke, Vegane, direkte Rekord. Antilope Psychopathen, Rebels, versteckt, wenn es läuft. Antilope Soldaten. Deutschland geht jetzt endlich den Bach runter. Es geht egal, ich nach Mozart und Bach runter. Wenn Plan überlasst mir das Leben. Ich hab jetzt resigniert und schieb was auf die Welt. Ich dachte, ich zwar gut für die Außenwirkung, aber besser wäre, wenn ich endlich Auto führe. Kulter, erster Rapper, der den Konjunktiv kann. Ich kriege ein Rhyme und die Sonne mit Fahrt. Gefragt hat Großmutter in Doppeltonne und Image-Berater von Top und Tronic. Ich weiß, dass ich nicht zweifelhaft von den Kopf abspricht. Anti-alles, ich bin nicht so verpackt, wenn ich darin auf ihr geht. Darauf mein Orientiert, genauso der Labels, gehen ein Arschloch. Du bringst weg, so nennt sich hier die Specialist. Alle Hände hoch für Nemesis. Alle Hände hoch für Nemesis. Und diese Stimme der Tradition, wenn der Bild losgeht, geht es alle mit und springen sehen. Alles sind schlau, so viel schöne Musik. Und Nemesis mit der Kopfhaut als religiöse Erziehung. Los, Baby, Klasse von der Neuen. Das kannst du nicht sehen, das hier ist zu neu. Ich bin back in dem Shit, ich bin back in einem Pack, ich bin back in dem Shit. Wenn man den Griff kommt zu mir mit der Activity, steckt das Film und mein Körper, das sind die extra für mich abnehmen. Doch der Leben versucht sich zu ersticken, noch ein Montag und warte mehr als so Martin und Chill. Ich hoffe, die Bitte, willkommen in meinem Film, Ego-Trip. Das hier ist der Negativ und das hier ist das Gegengift. LMTS, das ist nichts als Schritt gegen den Strom, die nicht das Schicksal trägt. Weil die Nase hoch auf der Stunde das Schicksal schlägt. Meiner war bis und oder Bild ist schlimm. Diesem Dorf ist die Stadt, Antilope ist das Cap. Und aufgehört am Meer, sagt mir alle meine Fans. Ich esse gerne Kasten und Kuchen auf meinem Platz. Das ist nichts als die Wahrheit. Ist die Stadt, Antilope ist das Cap. Und aufgehört am Meer, sagt mir alle meine Fans. Ich esse gerne Kasten und Kuchen auf meinem Platz. Das ist nichts als die Wahrheit. Als ich wach wurde, bemerkte ich lebe in einem Aschenbecher. Und ich fragte mich selber, wann ich denn wohl erwachsen werde. Mir war klar, dass ich sterben würde, wenn es so weitergeht. Mein Abfall alles ist scheiße eklig, also erstmal Sauna gehen. Einen rausschwitzen, Staubsauger kaufen gehen, Staubsaugen, Staubwischen. Ich fällte in den Blumentopf auf mein Fensterbrett, hörte den ganzen Morgen Blumentopf und kein Gangster. Schnitt die Fingernägel und mich beim Rasieren. Eine Narbe auf der Wange wird nur mein Gesicht verzieren, aber Stock und Kuh stehen mir gut. Ich hab ein Jackett, ich esse ein Baguette, mach einen Fleck, doch mach ihn weg. Ich lass mir von Tobias etwas Cremebad geben. Jetzt kann ich's immer, wenn ich brauche, mein Leben markieren. Ich bin jetzt ein guter Mensch, ich bin jetzt erwachsen. Ich schneide meine Haare ab und lass sie nicht mehr wachsen. Ich bin nie mehr zurück in die Aschenbecher-Lebensphase. Ich leer den Aschenbecher aus und dann höre ich auf zu rauchen. Ich hoffe sehr, dass ich durchhalte, jede Woche Wäsche wasche. Ich hab gekehrt und gewischt und jetzt fühle ich mich zu Hause. Meine Zukunft ist ein Aschenbecher, ich muss etwas ändern, sag ihn neulich in Nabucco auf RTL 2 so ein Penner. Das hat mich irgendwie ein bisschen nachdenklich gemacht, als ich auf dem Weg ins Bad auf Glasscherben traf, die vom Altpapier verdeckt hat, erfasste Scheibenplan, jetzt und renoviert zuerst und nicht das Altpapier an. Auf jedes Loch an der Wand klebe ich ein schönes Poster und ich kauf mir eine Pizza mit dem gelben Ausdruckssofa. Schmeiß den Toaster weg, der vor 3 Jahren durchgeschmort ist und die 6 Säcke Sondermüll hab ich in den Fluss geworfen. Schlug 3 Ratten tot mit der Tüte voller Set und hab in den letzten 5 Tagen nur 3-mal verbrennt. Und heute schien die Sonne, allein das ist doch ein Hammer. Ich hab da zwar noch geschlafen, aber freu mich für die anderen. Dieses frische Feeling, ich bin völlig überwältigt. Heute ist alles möglich, sogar Gemüse essen. Ich will nie mehr. Ich will nie wieder zurück in die Aschenbecher-Lebensphase. Ich mach nie mehr. Ich leer den Aschenbecher aus und dann höre ich auf zu rauchen. Ich hoffe sehr, dass ich durchhalte, jede Woche Wäsche wasche.
den positiv verkehrt. Fast jeder Sturm hat einen progressiven Kern. Der Blick in den Abgrund ist schön befreit. Längst nicht mehr schwierig, es kennt nicht Motive. Revolution ist ein Internet-Teil. Vermarktet alles, Merchandise, T-Shirt, Design. Und wir reißen alles ein. Die Spuren der Vergangenheit, die Zeichen unserer Zeit. Kaputte Krone unter den Füßen. Geht es nicht mehr um lustige Sprüche, die Trümmer dieser Stadt. Ragen zum Himmel empor und schwingt das Hinterland im Schatten. Genau, und dann denkt mal wieder auf, singt es. Wir haben den Presslufthammer. Den goldenen Presslufthammer. Wir haben den Presslufthammer. Den goldenen Presslufthammer. Einer schlechten Geschichte. Die allerletzte Seite eines rheinischen Buchs. Presslufthammer. Den goldenen Presslufthammer. Wir haben den Presslufthammer. Den goldenen Bescheid. Das letzte Kapitel einer schlechten Geschichte. Das große Finale des gescheiterten Radio's. Presslufthammer. Den goldenen Presslufthammer. Wir haben den Presslufthammer. Den goldenen Presslufthammer. Yeah! Und zerreißen Widersprüche, doch wir reißen Widersprüche, kurz ist die Weise gerichtet. Wie auf Zufall anbleiben, niemand bleibt die Geld. Yeah, wir sind Projektionsfläche, Regel deiner selbst. Dass diese eine Welt keine Seifenblase ist, heißt, dass du ausgeschlossen bist oder eingeschlossen wirst. Und wenn die Seifenblase platzt, lässt sich nicht mehr aufklären. Doch alles, was du untergibst, sich aufbauen. Steh auf, welche Menschen, die sich nicht dafür mit Geld auf der Bank nehmen, sich kollektiv aufbringende Weltuntergangssekte. Das ist alles Wahnsinn, wo je mehr ich bestellen werde, will ich zu, dass ich diese Tendenz mit mir selbst merke. Und zu Blamage, du musst das nicht abstreichen. Unter dem Asphalt ist nur nutzloses Lager. Und hier gibt nichts mehr, die Arme aber blühen. Die Nacht wird etwas länger, wenn die Sonne verglüht. Wir haben den Presslufthammer. Ich hoffe, das letzte Kapitel einer schlechten Geschichte. Die allerletzte Seite eines rheinischen Buchs. Das letzte Kapitel einer schlechten Geschichte. Das große Finale des gescheiterten Radio's. Wir haben den Presslufthammer. Den goldenen Presslufthammer. Ey, yo, Applaus! Wollt ihr noch eine Strophe oder was? Die X68er leben in meinem Tor. Und alle die erfolgreich eine Werbeagentur. Das ewig gleiche Musik, ich hat sich verwandelt. Und wir weisen Platz auf alte kleine Leute auf die wenn man die Menschheit abzieht, wenn die Welt untergeht, werde ich Ex-Terrorist. Zeigte der allgemeinen Überflüssigkeit. Und es kann jemand geben, der da Bücher drüber schreibt. Jede Epoche hat die Kunst, die verdient. Heutzutage ist
schenk mir Kunst und Literatur und hab wie jeder diese hippe Hipster-Hitler-Frisur. Im Beruf der Konkurrenz zu Hause Vorzeige klar, mit so einer Erlebniserstellung passt deine Torsteine, ja. Komm pünktlich zum Meeting, seid wirklich die Miete, widersprecht, spiegelt, statt von keine Königin zu kriegen. Kreativ singt bedeutet für euch, die sollen so sein wie die kleinste Zelle des Faschismus ist die Kleinfamilie. Oh nein! Hey Jens! Oh nein! Frei! Was ist denn hier passiert? Wie innovativ, ich glaube, wir sind eingefroren! Was können wir denn jetzt machen, um die wieder aufzutauen? Wollt ihr sie vielleicht aufwecken? Das funktioniert aber nur, wenn wir uns alle ganz viel Mühe geben. Pass auf, wir versuchen 2 bei 3, okay? 1, 2, 3! Willkommen im Dschungel. Danke, liebe Freunde, ihr habt es geht ja an niemandem mehr vorbei, dass sich die politische Stimmung in diesem Land immer noch weiter verschlechtert. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viele Brandanschläge in diesem hässlichen Drecksland, wie wir es letztes Jahr hatten. Und alle fragen sich immer, wo sind die ganzen Nazis eigentlich, weil in unserem Freundeskreis bewegen die sich ja scheinbar nicht. Ihr glaubt es gar nicht, aber selbst in Tübingen und gerade hier in eurer Nähe habt ihr eine Menge davon. Ich habe mir eben hier so einen Flyer durchgelesen. Dieser Ort heißt Rottenburg. Wer von euch kennt Rottenburg? Rottenburg ist ein ekelhaftes Drecksnest voller Faschos und Wichser. Und diese Wichser da, die solltet ihr nicht ganz alleine lassen. Es gibt eine Möglichkeit, sie kollektiv zu besuchen und ihnen mal zu zeigen, was ihr von ihnen haltet.
Am besten, ihr trefft euch am 23.07. um 14 Uhr am Bahnhof. Dann könnt ihr da zusammen rumlaufen, dann kriegt ihr auch nicht so schnell auf die Fresse. Wir glauben nicht, dass man solchen Arschlöchern, solchen Rechtspopulisten und solchen Neonazis noch mit Musik irgendwie bewegen kann. Ich glaube, es braucht mittlerweile ganz andere Methoden, diesen Leuten zu begegnen. Trotzdem haben wir ein Lied geschrieben, das sich mit ihm auseinandersetzt. Das heißt, wir alle Chill gehört U2. Alle mit den Finger hoch in Richtung Rottenburg. Wo ist Rottenburg? In jedem Provinznest gibt es eine Kneipe, die man im Platz wie Goldschreiber oder Adler heißt. An jedem Theken sitzen überall dieselben Hunde. Sie fordern nur was wie den Vater der Bundeswehr. Du musst der Deutsche sein, wenn du in diese Kneipe gehst. Die Nummer zu betonen, dass es die deutsche Chance geht. Und du über Fremde, was Flüchtlinge kennen. Die alle kriminell sind und sich nicht bewegen. Es wird so schrecklich, da Roma ihre Welt zu entdecken. Man geht nicht um, welchen Roma in die Hände. Und auf Druck, auch wenn ich auf Familienpolitik nicht weiß, ich gehe von Heimat oder zwischen Schwarz und Bier und der Hassgeschirr ist sich egal, wenn nur mir was passiert. Denn heute die Menschen sind noch staatlich verholt. Doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen. Und danach wird ein neues Gedicht. Und der Atemcheck gehört U2. Und der Atemcheck gehört U2. Und aus dem Jenseits nachgeben wir den Mann. Der Mann der Achse fängt nicht weit vom Stamm. Was möchte man so mit einem Flüchtlingsland? Deutschland, Deutschland, ein flüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis, die versuchen, ihre Gegner an das Leben schwer zu machen. Ich kenn das Gefühl, wer ständig vor der Tür, keine Raten auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute, das Klirren, das Schreiben, den ich für Schwierigkeit, riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass die diesmal in der Wohnung sind. Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliegen. In Todesangst saß ich auf dem Übel, den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt. Sie haben die Tür gewartet, diese Schweine. Als die Haustür aufging, waren die Steine. Sie haben unser Tod in Kauf genommen. Nur durch den Kinder sind die Jungs da noch mal rausgekommen. Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen. Ich beschloss in eine andere Stadt und zu ziehen. Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und der Atemcheck gehört U2. Dann wird ein Hit. Und der Atemcheck gehört U2. Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Böllermann. Und der heute Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und was muss man gründet ein Flüchtlingsland? Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land. Jeder Fan einer von Verschwörung schwadroniert. Und wer weiß, wer die wenigen und Börse kontrolliert. Es reicht, wenn die Welt in Gut und Böse zu sortieren. Und wir kennen doch immer eine simple Lösung des Problems. Und Verschwörungstheorien und Vernichtungsfantasien. Sie getan, was sie wollen, sie sind schlicht als diese Elite. An die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die Elsässer kennen für den Weltverbesserer. Hinter Zeit, deutsche Tradition, die den Holocaust versteuert, die deutsche Union. Die Nazis von heute sind viel ins Bewegen. Und die sind sehr Palästina bemüht, die sind hier und sie wollen Kinder schön erlutschen. Und sie wissen, dass ich aus der Welt im Hinterzimmer sitze. Und auch mit diesen Leuten gar nicht mehr reden. Es soll mir nur noch darum gehen, in das Handwerk zu legen. Günter Grass schreibt kein neues Gedicht. Und der Atemcheck gehört U2. Und extra Mensch kommt mit nem Hit. Und der Atemcheck gehört U2. Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Böllermann. Und der heute Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und was muss man zündet ein Flüchtlingsland? Deutschland, Deutschland, ein tüchtiges Land. Yeah. Wie wieder Deutschland,
gefallen. Der einzige schöne Mensch in einem Haufen Pass. Ich faste nur so Schreien auf 1000 Schlags. Aber eigentlich wollte ich sofort mit dir zum Traualtar. Denn deine Gags war doch lustiger als meine. Und die Tracks mit Schuhen an die Scheibe. Ich bin ganz Sister, ich bin Max aus dem Schoß der Goldschose. Na klar, dass das da. Du liegst mir so von in die Hose. Da machen die alle ab, dann Abel und sein Pfanne. Jetzt auch nur mit Klappe von Nachbar. Du bist so cute. Du zitierst Oscar Wilde, doch ich höre nicht zu. Ich bin dir nicht bevor ein Hochzeitskleid. Dann geh ich wieder hin, du fängst leider an zu schlafen. Das ist der Moment, in dem die Zweifel in mir wachsen. Also lauf ist so schnell ich kann. Bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass du was Dummes sagst. Das will ich gefällt. Sagst du, ich will nicht gefällt. Oder du mal sagst, dir alles zerstören. Will ich nicht mehr verliebt in dich. Dann will ich nicht mehr verliebt. Ich steh tot wie ich im Club und blamier mich. Tanze wie ein ganz verwirrter Mann, Anfang 40. Ich fühl mich fehl am Platz, aber schwuppdiwupp stehst du da, machst die Bewegung nach. Wir drehen ab, verschmelzen zur größten Blamage der Tanzfläche. Anstoßen, Ablächeln, Breakdance, Battle, Handstand zum Anstrengen. Stress, Anzetteln, Einstecken, Abbrechen, kann ich rausfliege. Und dann stehen wir vom Bildschirm, abgelenkt mit Billig, bin blöd. Philosophieren über dieses und jenes. Schwierige Themen, die ich niemals verstehe. Du bist mir überlegen, du Genie. Du erniedrigst mein Ego. Dir ist klar, ich bin dumm, du bist schlau. Deshalb steh ich nur da, krieg den Mund nicht mehr auf. Also lauf ich so schnell ich kann, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass ich was Dummes sag. Das dir nicht gefällt, sollst du mich finden, wenn ich